Hallo zusammen, ich bin Katrin Erni von Swiss German Online. Ich habe euch eingeladen heute zu einem kleinen Smalltalk, zu einem Gespräch, einfach so. Es ist Samstagabend, wir haben Feierabend, wir haben eine Woche hinter uns. Ups, jetzt sehe ich, dass ich gar nicht bei meinem ersten Slide bin. Hallo? Ludwig, denke ich mal, aber ich kann die Schrift nicht gut lesen. Willkommen bei unserem Chat, du bist der Erste. Tönt mitschreiben. Hallo Bollywood-Legende, hallo Emily. Hallo Elif, hallo Wisle. Wissi. Schreibt doch, woher ihr kommt, das würde mich noch interessieren, woher ihr schaut. Heute machen wir ein bisschen Smalltalk zusammen, auf Schweizerdeutsch. Ja, wir wollen einander fragen über alltägliche Sachen. Und wir fangen an. Hallo, Momo. Und hallo Anna. Hallo zusammen. Hallo Peter. Heute ist die Frage mit der Arbeit, fangen wir gerade mit der Arbeit an. Ja, das ist jetzt vielleicht ein grosses Thema. Wie geht es dir bei der Arbeit? Wie geht es dir im Homeoffice? Kommst du vorwärts? Hast du mehr zu tun jetzt? Hast du es strenger? Oder hast du weniger zu tun? Oder hast du vielleicht Ferien, also musst Pause machen? Zu Lauterbrunnen, hallo Emanuele. Bollywood schreibt von Luzern. Emanuele sehr wahrscheinlich irgendwo aus dem Bernischen. Grüß dich. Hallo. Henokito. Mo. Du hast viel zu tun, ja? Hast mehr zu tun als sonst, jetzt mit dem Coronavirus und allem? Oder hast du viel zu tun wie immer? Olivia, du hast viel zu tun. Das ist gut. Wir freuen uns, dass wir noch etwas zu tun haben. Girek, hallo. Wir reden über die Arbeit. Wie geht es euch? Wie habt ihr es im Geschäft? Wie habt ihr es bei den Bütz? Könnte man auch sagen. Genau, ich arbeite. Ich mache Online-Skype zum Schweizerdeutsch lernen. Aha, Online-YouTube, nicht Skype. Jetzt im Moment. Also, wie geht es bei der Arbeit? Habt ihr es gut? Habt ihr euch organisieren mit dem Coronavirus? Habt ihr Probleme vielleicht? Momo, du hast jetzt besonders viel Arbeit. Mehr als genug. Ja. Also du freust dich, wenn es wieder etwas ruhiger wird. Mhm. Emanuele, du wohnst in Bern. Genau. Ah, zu Lauterbrunnen, der schreibt aus Ägypten. Ah, das ist interessant. Olivia hat viel zu tun. Wie gut. Hallo, Shagai. Momo, ihr habt viele unerwartete Probleme bei der Arbeit, ja? Genau, Shagai, wir sind live auf YouTube und du kannst mitreden, mitschreiben, was du Antworten geben zu unserem Smalltalk. Hallo Wissi, du bist aus München. Girek, du schaffst sowieso mit dem Computer, also dann hat sich nicht viel geändert bei dir. Ich muss sagen, glücklicherweise hat sich bei mir auch nicht so viel geändert. Ja, Anna, das ist gäbig, wenn man arbeiten kann. Genau, jetzt sind wir dankbar. Vielleicht haben wir früher manchmal ein bisschen gejammert, dass wir
viel zu tun haben oder dass wir arbeiten müssen. Aber jetzt sind wir dankbar, dass wir arbeiten können. Ja. Okay. Jetzt könnten wir über die Familie reden. Ja. Familie ist immer ein gutes Thema. Habt ihr eine grosse Familie? Habt ihr Kinder, die jetzt daheim sind? Wie geht es so in der Familie? Im Homeoffice und in der Quarantäne? Wie geht es euch in der Familie? Wir haben 4 Kinder und wir sind alle daheim. Wir haben ein volles Haus, aber es ist eigentlich schön, die Familie um sich zu haben. Wir geniessen es auch. Wir haben mehr Kontakt, natürlich viel mehr Kontakt mit den Kindern. Und wie geht es euch? Sind ihr vielleicht allein? Habt ihr keine... Wow, das ist viel, ja. Das ist ja so. Mal, du bist allein in der Schweiz, deine Familie ist in Asien und jetzt hast du allein eine Wohnung und bist viel allein. Das ist auch nicht einfach. Bollywood, du bist in einer WG, hast einen Mitbewohner in der WG. Das ist gut, dann hat man ein bisschen Kontakt mit anderen Leuten, ja. Du bist nicht ganz Mausseele allein. Aber ich habe auch einen Kollegen, der ist für die Zeit von Coronavirus mit einer Kollegin zusammengezogen. Sie haben eine WG gemacht, dass sie nicht allein daheim sitzen müssen. Genau. So haben sie jemanden, wo sie reden mit und austauschen und so. Wie geht es deiner Familie? Wie geht es deinen Eltern? Bollywood, ihr seid das Zweite. Wie geht es deinem Mann, deiner Frau? Wie geht es deinen Kindern? Mit Homeschooling, mit Online-Lektionen und dem ganzen neuen Schulsystem. Das ist auch nicht so einfach. Vielleicht ist es einfacher für die Kinder als für die Lehrer, jetzt umzustellen auf die Ferne, so über die Distanz das Kind zu unterrichten. Mal, deinen Eltern geht es gut. Ja? Viele Eltern sind vielleicht weit weg in einem anderen Land und man kann nicht gut helfen. Das ist vielleicht auch eine schwierige Situation. Oder man denkt, man möchte lieber heimgehen, dass man mit ihnen sein kann. Ja. In Krisensituationen ist man gerne bei der Familie daheim und hilft einander gegenseitig. Ja. Okay, machen wir weiter mit dem Wetter. Der Frühling, kalendermässig ist er schon da, aber letzte Woche haben wir wieder ein bisschen Rückfall gehabt. Es ist kälter geworden, aber er ist wirklich vor der Tür. Bei uns im Garten blühen schon bald Bäume, also sie haben Knospen. Sie wachsen. Wenn es jetzt ein paar warme Tage gibt, dann blühen sie sicher schon bald. Ich habe ein paar Äpfelzweige reingenommen. Ich habe vom Äpfelbaum Äste abschneiden und die habe ich eingestellt und ich hoffe, dass sie auf Ostern schöne Blumen haben. Ihr seht hier auch ein schönes Frühlingsbild hinten. Entschuldigung. Wie war bei euch das Wetter in der letzten Zeit? Habt ihr es gut gehabt? Habt ihr schönes Wetter heute? Oder in den Ferien? Mein Onkel war noch nicht so lange in der Skiferien, es ist noch nicht so lange her. Aber jetzt ist alles vorbei, die Saison ist heute früh, dieses Jahr früh fertig gewesen. Ja. Mein Bruder war auch noch im März in den Bergen.
und sie sind einfach mit den Kindern spazieren, schlitteln. Ja, vor einer Woche war es sehr warm, ich glaube 16 Grad war es bei uns. Und letzte Woche wieder kälter, aber heute war es auch wieder sehr freundlich. Wir sind viel rausgegangen. Genau, mal vor einer Woche hat es noch geschneit. Also es war mehr Schnee als die meiste Zeit des Winters. Bei uns hat es so viel Schnee gehabt. Das ist fast ein Rekord. Hallo Anna. Anna, in London war es sonnig heute. Schön. Nicht grau, sondern sonnig. Wunderbar. In Luzern war es auch sehr sonnig. Ja. Und viele Leute gehen gerne in den Garten arbeiten. Vielleicht muss man sich jetzt auf seinen Garten beschränken. Oh, im Appenzellerland hat es 20 cm Schnee gegeben. Wow! Das ist auch fast ein Rekord. Super. Dann hast du noch einmal Schlitten führen, vielleicht nicht Skifahren, aber vielleicht schlitteln oder einen Schneemann bauen oder fast ein Iglu bauen diese Woche. Mein Sohn war glücklich, dass es Schnee hatte. Er wollte ein Iglu bauen, aber leider hat es ihm nicht gelangt. So viel Schnee, das war zu wenig. Und die Zeit hat ihm nicht gelangt. Gestern war auch schönes Wetter, gell? Ja, bei uns war es recht freundlich. Nicht ganz so freundlich wie heute, aber genau, das war recht ein Schock, Peter. Am Sonntag war es 16 Grad warm und am Montag hat es geschneit. Das war ein Klimaschock. Hallo Geri. Wir reden gerade über das Wetter. Wie war das Wetter bei dir heute? Ja. Wir freuen uns sicher alle auf den Frühling. Und noch mehr freuen wir uns auf die Zeit, wo wir uns wieder frei bewegen können, an der frischen Luft. Heute war es toll, ja, genau. Geri, bist du ein bisschen draussen? Sind ihr heute ein bisschen spazieren raus? Ihr habt einen Ausflug gemacht. Ja. Das kann man schon noch. Solange man nicht an einen Ort geht, wo es viele Leute hat, kann man gut einen Ausflug machen oder Velo fahren. Meine Eltern gehen sehr gerne noch Velo fahren oder laufen. Ja. Sie bleiben nicht gerne daheim die ganze Zeit. Alle Flugzeuge sind in Dübendorf im Flughafen parkiert. Also du bist Flugzeuge anschauen auf deinem Spaziergang. Und in Ägypten ist es zu heiß. Dann gehst du erst am Abend spazieren, wenn es ein bisschen kühler wird. Ja. Der Militärflughafen, das interessiert dich. Das wäre natürlich das Paradies für meinen Sohn. Der interessiert sich sehr für Militär. Flugzeuge und Auto und Lastwagen und Waffen. Genau, der Daniel Koch sagt, wir sollen daheim bleiben, auch wenn das Wetter schön ist. Mhm. Genau. Auf jeden Fall sollte man nicht an Ort, wo es viele andere Leute hat. Vielleicht könnte man ein stilles Plätzchen, wo sonst niemand ist. Ja. Anja, du bist daheim wegen dem Coronavirus. Bleibst du daheim? Ich hoffe, du bist gesund, ja? Und du bist nicht krank. Ich habe letzte Woche gehört, dass mein Onkel krank war. Also die erste Person, die ich kenne, die Coronavirus wirklich hat. Aber es geht ihm, glaube ich, schon wieder gut. Ja. Aber ich hoffe, ihr seid alle gesund. Und der Coronavirus geht bald vorbei. Über Gesundheit, genau. Das ist Gesundheit, haben wir schon ein bisschen angefangen zu reden. Wie geht es deinem Grossvater?
Oder wie geht es deiner Mutter? Genau. Wir wünschen ihm viel Gesundheit, meinem Onkel und seiner Frau. Ich glaube, ihm geht es schon wieder gut. Ich glaube, seine Frau ist jetzt noch gerade ein bisschen dran, aber sie sind daheim. Sie mussten nicht ins Spital müssen. Sie können sich pflegen. Es ist nicht so schlimm wie bei anderen. Genau. Ja, manchmal sind die älteren Leute haben schon ein bisschen mehr Gebrechen und dann, wenn man die Leute wieder trifft und so und weiss, ja, ich habe gerade heute mit einer Kollegin geredet, wo ich gewusst habe, dass ihre Schwiegermutter hat Krebs hatte. Sie ist vor einem Jahr mit Krebs diagnostiziert worden. Emily, du sagst, deine Grosseltern haben Angst vor dem Virus. Und heute habe ich sie getroffen, meine Kollegin, auf der Straße. Und sie hat gute Nachrichten gehabt. Also, ihre Schwiegermutter ist wieder gesund und sie hat nicht mal eine Brustamputation gehabt. Also, super gute Nachrichten. Ich hoffe, es gibt noch mehr von diesen guten Nachrichten bei euch auch, wenn ihr jemanden Krankes habt in der Familie. Ich glaube, es lohnt sich auch zu beten für die Leute. Also ich weiss, dass bei meiner Kollegin viele Leute für die Frau gebetet haben. Mal, deine Grosseltern sind gestorben, ja. Wir kommen langsam, je älter das man wird, je mehr Chancen hat man, dass Grosseltern sterben. Aber ich muss sagen, meine Großmutter, also die Mutter von meinem Vater, die ist 102 geworden. Also sie hat ein stolzes Alter von 102 hat sie gehabt und ist dann nachher glücklich gewesen, hat sie gehen. Alle ihre Freunde und alle ihre Altersgruppe, ihre Generation ist schon lange gestorben und sie hat sich ein bisschen allein gefühlt, vielleicht manchmal. Und sie war glücklich gewesen, als sie vor 2 Jahren gehen konnte. 102. Ich weiss nicht, ob ich möchte so alt werden. Ja. Okay, wie geht es deiner Großmutter? Genau. Geht es dir schon besser? Ja? Oder wenn jemand krank ist, können wir ja auch sagen, gute Besserung. Das hat auch schon jemand geschrieben. Gute Besserung. Ich hoffe, es geht dir bald wieder gut. Komm wieder zu Kräften. Ich hoffe, du bist bald wieder fit. Meine Großmutter, um da einmal zurückzukommen, sie hat sich nie beklagt über Beschwerden oder so, sehr selten. Sie hat immer gesagt, es geht mir im Alter entsprechend gut. Und es ist ihr wirklich fast bis am Schluss, ist sie vor allem sehr fit im Kopf. Sie hat einfach weniger gut gesehen, sie hat weniger gut gehört. Am Schluss hat sie schon kein Fernsehen mehr gehabt. Sie hat weniger Kraft gehabt. Ja, und sie hat 7 Kinder gehabt und jeden Tag ist ein anderes Kind zu ihr gegangen, besuchen, schauen, kochen mit ihr. Und sie ist bis 3 Monate vorher ist sie selbstständig gewesen, und nachher ist sie ins Altersheim gegangen. Also eben selbstständig mit Hilfe von den Kindern. Natürlich, aber sie hat allein gewohnt. Und die Nachbarin hat viel geholfen. Also reden wir über Sport. Wie ist das mit dem Sport? Oh, mal, dir geht es besser. Du hast irgendeine Ohrenweh gehabt, Ohrenentzündung oder etwas. Ja, zum Glück ist alles wieder gut. Wir haben hier gute Pflanzen, Geranium, die wir gerne nehmen in die Ohren, wenn wir Ohrenweh haben. Oder wir machen den Tee daraus gegen Hausweh. Sehr gut. Wir sind glücklich mit dieser Pflanze. Das hilft. Okay, Sport. Wie haben wir es mit dem Sport in dieser Zeit?
in der Quarantäne. Kommt ihr zum Trainieren? Oh, hallo, Walid. Du tust gerne Gewicht haben, genau. Hast du daheim, nimmst Wasserflaschen oder was nimmst du daheim zum Trainieren, Geri? Momo, du machst Yoga von daheim, das ist sehr gut. Ja. Meine Kinder haben auch so Applikationen und sie machen ganz häufig so irgendein Training machen. Ich bin etwas weniger konsequent im Trainieren. Hallo Nameless. Sind ihr ins Fitness gegangen? Ah, Walid, du tust schlafen und im Wohnzimmer eine Küsse-Schlacht machen, vielleicht mit deinen Kindern oder mit anderen, ja sehr wahrscheinlich mit den Kindern. Ähm, Geri, du hast ein Handtuchset gekauft, bevor alles ist zugegangen, bevor alle Geschäfte sind zugegangen. Das ist gut. Jetzt kannst du dir das Fitness-Abo sparen. Anna, du liebst Laufen. Also gehst du noch raus, joggen? Oder hast Angst vor dem Virus? Oder darf man das nicht mehr? Du bist in London, ja? Vielleicht ist London, sind andere Sitten oder andere Regeln. Fitness ist zu. Mal, Küssi. Küssi ist das, wo du drauf liegst in der Nacht. Ja? Du hast eine Bettdecke, wo du zudeckst, und ein Küssi, wo den Kopf drauf tust. Oder auf dem Sofa haben wir manchmal auch Küssi, kleinere Küssi so, zur Dekoration. Ja, das sind Küssi. Emily, du hast heute viel daheim trainiert. Es ist im Käfig, aber es ist schwer im Käfig. Meinst du im Käfig, im Gefängnis, wo wir jetzt sind? Oder Kevin? Ist etwas mit dem Kevin? Ah, Wissi, du tust gerne Velo fahren. Ja. Ah, Emily, du hast zu wenig Motivation zum Trainieren. Ich muss sagen, ich habe auch ein bisschen wenig Motivation. Oder viele andere Interessen. Du hast das Fitness-Abi für 2 Jahre und du denkst, niemand wird etwas zurückzahlen. Sehr wahrscheinlich haben sie schon sowieso Schwierigkeiten wegen der neuen Leute, die nicht kommen. Genau, mal kissen. Peter, du meinst, ich muss Prioritäten setzen, genau. Oder ich brauche einen Fitnesstrainer, der mich immer ein bisschen ins Viertel stüpft. Manchmal macht das mein Mann gut, mich ein bisschen motivieren. Mhm. Apropos Fitness-Abo, ich habe gehört, dass jetzt Fitness... bist gestern joggen? Ja, ich habe gehört, dass jetzt Fitnesscenter online etwas anbietet. Macht das dein Fitnesscenter? Hast du jetzt ein Online-Angebot für Fitness mit deinem Lieblingstrainer? Du solltest auf Hochdeutsch schreiben. Geri, nicht unbedingt. Also, in welches Fitnesszentrum gehst du? Ja, das haben wir jetzt schon ein bisschen darüber geredet, über das Fitnesszentrum. Mein Vater ist auch immer ins Fitnesszentrum gegangen. Jetzt weiss ich nicht, ich muss ihn fragen, ob er daheim jetzt auch trainiert oder ob er jetzt Pause macht. Auf jeden Fall geht er noch in den Garten arbeiten, das ist schon gut. Ja, aber vielleicht kann er auch nicht mehr so viel trainieren, weil er hat ein bisschen Hüftprobleme. Also,
Das ist mein Online-Angebot. Das war schon die Frage. Aber niemand hat geschrieben, dass sie ein Online-Angebot haben für den Fitnesskurs. Basel Basefit hat einen Online-Kurs angefangen zu zeigen. Und zwar gratis für alle. Wunderbar. Das tut allen gut. Fitness 4-mal pro Woche. Das ist ein sehr gutes Ziel. Fitness 4-mal pro Woche. Meine Tochter hat jetzt online tanzen. Mein Sohn kommt online Trainingsanweisungen über zum Fußballspielen. Er ist im Fußballclub und natürlich alles ist jetzt sistiert. Alles muss jetzt irgendwie oder Pause machen oder eben sie müssen online weiter trainieren. Es ist natürlich schon nicht gut, wenn man einen Monat, 2 gar nicht trainiert. Mama, das ist gut zum Hochdeutsch schreiben. Schreib, wie dir der Schnabel gewachsen ist. Zum Reden sagen wir, schreib, ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. So, wie ich es von daheim gelernt habe. Meine Mutter ist Zürcherin, mein Vater ist Luzerner, ich bin mit vielen Berner im Kontakt gewesen. Also ich rede, wie mir der Schnabel gewachsen ist. Es ist kein reines Dialekt. Ihr könnt auch schreiben Schweizerdeutsch oder auch Englisch, wenn ihr wollt, oder Hochdeutsch, das ist gleich. Mit Playstation kann man auch Sport treiben, das ist eine gute Idee. Oder Kinect, meine Kinder haben Just Dance, das haben wir jetzt ein Zeitchen lang nicht mehr gemacht. Vor dem also Emily, du hast auch 4-mal pro Woche trainiert vor dem Virus und jetzt hast du nicht mehr so Motivation. Mein Sohn macht sich immer ein Kreuz in den Kalender, wenn er trainiert. Und jetzt ist der Kalender ganz voll mit roten Kreuzen. Ich glaube, das motiviert ihn auch, zu sehen, mal, heute habe ich trainiert. Einkaufen. Wie ist das mit dem Einkaufen? Unser Einkaufsverhalten hat sich sehr wahrscheinlich sehr geändert jetzt. Also, tust du mehr online shoppen oder tust du generell jetzt weniger kaufen? Oder passest du auf, tust jetzt sparen und schaust, dass du nicht zu viel Geld ausgibst? Jetzt kommt bald Ostern. Gehst du noch einkaufen? Zu Lauterbrunnen, du bist zu faul, du bewegst dich kaum. Ich habe zum Glück einen Hund und wir gehen spazieren und unser Hund tut gerne springen und dann springe ich mit ihm ein bisschen sprinten manchmal. Das ist gut, er hält mich fit, aber nur kurz. Wir sprinten nur kurz sprinten. Aha, Geri, du kannst nicht mehr auf Deutschland einkaufen, jetzt musst du alles in der Schweiz kaufen, die Grenzen sind zu. Da freuen sich die Schweizer Geschäfte, mindestens die Lebensmittelgeschäfte freuen sich. Ja, dass du jetzt der Schweiz treu bist und du in der Schweiz einkaufen. Sind ihr sparsamer beim Einkaufen? Natürlich, wenn du jetzt in der Schweiz alles musst einkaufen, dann ist es vielleicht teurer. Genau. Peter, der liebt die Schweiz und er tut sowieso in der Schweiz einkaufen. 4 bis 6 Mal teurer. Ui, ich habe heute WC-Papier gekauft. Es hat genug WC-Papier gehabt, aber es war doppelt so teuer, wenn nicht mehr als sonst. Aber ich habe schon wieder gebraucht. Bei einer Familie mit 6 Personen geht das schnell mit dem WC-Papier. Aber ich habe gar nicht mal den Preis angeschaut. Erst an der Kasse bin ich sehr überrascht gewesen, dass es so teuer ist. Ja. Vielleicht, wenn ich vorher den Preis angeschaut hätte, hätte ich vielleicht nur 1 Pack genommen. Ja, aber ja. Muss man amigs lang anstehen, Schlange stehen,
bei den Geschäften jetzt, wenn ihr einkaufen in die Migros oder Coop oder nehmt, müsst ihr lange Schlangen stehen. Ja, Geri, zum Glück ist mir gelungen, WC-Papier zu kaufen. Aber früher hat man, glaube ich, Zeitungspapier genommen. Früher hat man auch nicht so viel WC-Papier gehabt. Also, das wären Alternativen, nur gibt es heute nicht mehr so viele Leute, die wirklich eine Zeitung lesen und Zeitungspapier haben. Emily, du gehst immer zu Fuß einkaufen. Das ist eine gute Taktik. Und dann kannst du nur kaufen, was du tragen magst. Und das heisst, du kaufst nicht zu viel ein. Du überlegst dir zweimal, ob das wirklich nötig ist oder nicht. Girek, du gehst am Morgen gerade einkaufen, das ist gut. Morgenstunde hat Gold im Mund, sagt man, ja. Und dann hat es weniger Schlangen und du kannst viel schneller deine Einkäufe erledigen. Nein, Geri, wir mussten noch nicht Zeitungspapier brauchen fürs WC. Ich muss sagen, wir haben wirklich praktisch keine Zeitungen. Das ist alles online oder so, Nachrichten oder Radio hören wir. Aber wir haben nicht so viel Zeit zum Lesen. Und das ist ein bisschen schade. Dann haben wir nicht so viel WC-Papier oder Zeitungen, die wir könnten als WC-Papier brauchen. Und Freizeit. Es gibt Leute, die haben sicher mehr Freizeit. Wer von euch hat jetzt mehr Freizeit? Geri, Radio ist nicht so gemütlich fürs WC. Vielleicht zum Radio hören auf dem WC wäre es ja nicht schlecht, aber zum Saubermachen ist es ein bisschen schwierig. Ja. Was macht ihr in eurer Freizeit? Habt ihr jetzt viel mehr Freizeit? Ist es euch langweilig? Wisst ihr nicht, was machen? Oder habt ihr Projekte gestartet daheim, zum Haus renovieren oder Zimmer neu streichen? Oder was macht ihr in eurer Freizeit? Und da ist noch... Momo, du musst selber kochen 3-mal am Tag, das gibt es zu tun. Und du hast weniger Freizeit. Hallo Schweta. Ich habe nicht so viel mehr Freizeit, aber mein Sohn geht gerne ins Garage. Er hat dort eine Werkstatt und tut Velo auseinandernehmen. Eigentlich mit dem älteren Bruder, die 2 Älteren. Sie schauen auch YouTube-Filme, wie man Velo flicken und so. Also er hat Freude, dass er mehr Zeit hat, sich seinem Hobby zu widmen. Ja. Und was macht ihr das Wochenende? Es ist Palmsonntag. Meistens ist das Wochenende. Geri, du hast eine grosse Liste gemacht, wo du alles mit Sachen, die du könntest erledigen. Also dir wird nie langweilig. Ja, du musst zuerst mal die Liste abschaffen. Man kann auch Frühlingsputz machen und Sachen rausmisten, die man schon hat daheim, so, die rumliegen und man nicht braucht. Ja, alte Möbel oder alte Kleider ausrangieren. Es gibt immer viel zu tun, ja. Wenn man es streng hat, dann macht man nur das Nötigste. Und dann bleiben andere Sachen liegen und jetzt hat man vielleicht Zeit, so ein bisschen aufzuholen, rauszumisten, Sachen vorzugeben, das Haus dekorieren, für Ostern dekorieren, für den Frühling. Genau. Mein Sohn möchte gerne etwas basteln zur Osterdeko. Ich muss auch langsam diese Sachen vornehmen.
die wir haben, unsere Dekorationssachen. Bald ist Ostern. Und nächstes Wochenende ist Ostern. Was hast du nächstes Wochenende vor? Hast du etwas Spezielles geplant? Oder so viele Sachen gibt es gar nicht, aber vielleicht kann man ja kreativ sein und daheim etwas machen zu Ostern, etwas Spezielles. Vielleicht backen ihr speziell viel backen oder färbt ihr noch vorher Ostereier färben. Momo, du machst ein Zimthasenbrot. Das klingt ganz interessant. Ein Zimthasenbrot. Das ist natürlich schön. Ist sehr wahrscheinlich süßlich. Ja, etwas für ein Dessert. Und das kannst du vielleicht aufstellen zur Dekoration zuerst und dann kommen wir eben zum Essen. Aha, endlich mit Zimtschnecken. Also du nimmst Hefeteig und dann Nüsse und Zimt und so und du das so aufrollen oder zusammen formen zu einem Has. Genau. Das Essen. Wie habt ihr es mit dem Essen? Tut ihr jetzt mehr essen? Tut ihr mehr kochen? Was ist dein Lieblingsessen, soll es heissen? Ich weiss nicht, wieso das D dort gelandet ist. Habe ich ein bisschen schnell geschrieben. Was ist dein Lieblingsessen? Vielleicht kochst du das an Ostern, dein Lieblingsessen. Ich habe sehr gerne Rindsfleisch mit Couscous, so einen Eintopf oder so eine Art Gulasch-Eintopf. Oh, Shia Susanna ist dein Lieblingsessen. Geri, ist das ungarisch? Pizza. Oh, mein Sohn hat es letzte Woche selber gemacht, die Pizza gemacht. Es war sehr gut. Shia Susanna ist ein Gulasch. Ja. Rösti, Momo, du hast sehr gerne Rösti. Rösti ist wirklich gut. Ja, ich habe auch gerne Rösti. Als ich einmal als Teenagerin zu einem Bauer helfen, eine Woche lang oder 2, dann hat es am Morgen, zum Morgen immer Rösti gegeben beim Bauer. Haben wir immer Währschaft gegessen, gut gegessen am Morgen. Hallo Susanna. Shia heisst Heu. Shia, genau das habe ich gewusst auf Ungarisch. Shia, aber ich habe nicht gewusst, wie man es schreibt. Ja, Raclette. Oh, Raclette ist auch gut mit geschwellten, so Herdöpfel in der Schale. Mit geschwellten und ein bisschen Essiggurken und Zwiebeln und so. Gulasch ist sehr gut, ist ungarisch, ja. Meeresfrüchte. Das ist jetzt etwas, was ich ganz, ganz, ganz selten einmal im Restaurant esse oder so, aber praktisch nicht kochen. Ich denke, weil wir Schweizer ein Binnenland sind, haben wir nicht so viel Meeresfrüchte. Bohnen mit Speck und Tomatensauce. Ah, hallo Jean de Rede. Genau, das klingt gut. Bohnen mit Speck und Tomatensauce. Randensalat. Oh, ich liebe Randensalat. Du die Randen kochen oder nimmst du sie roh? Ohne dass sie kochst. Du einen rohen Randensalat machen oder einen mit gekochten Randen. Chili Grillwurst von Zürich, weiss ich, das ist dein Lieblingsessen. Ich kenne das nicht, Chili Grillwurst. Wir haben häufig Kalbsbratwurst oder Cervela roh.
Peter, du liebst Fondue. Fondue ist auch sehr gut. Es gibt Restaurants, wo man nur Fondue haben kann, mit ganz vielen in ganz vielen verschiedenen Versionen, mit Pilzli oder mit Gemüse oder mit Früchten oder ein Schoki-Fondue. Ja, St. Gauer Wurst ist auch sehr gut. Palatschinken, Susanna, das tönt sehr österreichisch. Aber was ist jetzt das? Das ist, glaube ich, nicht Schinken. Ich habe es vergessen, was das ist. Ich habe es schon gesehen. Ist das etwas Ähnliches wie Pfannkuchen? Also, ja, das weiß ich jetzt gerade nicht. Aber in der Schweiz sagt man eher nicht Palatschinken. Ah, das gibt es auch zu Ungarn. Das ist nicht österreichisch, Palatschinken. Aha, Pfannkuchen. Doch? Aha, das sind eben, wir können auch sagen französische Omelette oder Crepe. Französische Omelette, Pfannkuchen ist sehr deutsch, aber kann man auch sagen. Mhm. Das ist auch sehr gut. Meine Tochter ist Spezialistin, sie macht die besten und ich glaube, sie ist gerade am Machen. Also, wenn wir fertig sind, dann gibt es gute französische Omelette. Kaiserschmarrn, das klingt auch sehr österreichisch. Bist du auch aus Österreich? Kaiserschmarrn habe ich auch schon vergessen, was das ist. Langatsch oder Pogaccia? Nein, Geri, ich kenne das nicht. Keine Ahnung, was das ist. Also ihr könnt gerne euer nationales Gericht kochen und essen. Ja. Ihr seid eurer Heimat im Essen treu geblieben, Geri. Oder du und Susanna vielleicht. Ah, Anna, du bist Französin. Genau, das ist eine Spezialität. Darum sagen wir französische Omelette. Mhm. Mhm. Eben, die Omelette, die normalen Omelette, das ist nur mit Ei. Und die französischen Omelette sind die mit Mehl und Wasser und Eier. Ja, genau. Dann gut. Ich habe Hunger bekommen. Habt ihr ein Rezept? Hast du mir ein Rezept für das? Wenn jemand etwas erzählt, was er gekocht hat oder so, kannst du fragen, hast du mir ein Rezept für das? Ich will das auch einmal kochen. Oder ich muss das Rezept googlen. Das ist, findest du vielleicht nicht. Zum Beispiel, mich würde das Rezept interessieren von dem Zimthasenbrot. Oh, das wäre interessant. Oder vielleicht findet man es im Internet. Muss ich vielleicht später googlen und schauen, was es ist. In der Suchmaschine eingeben. Zu Lauterbrunnen, du möchtest mal Fondue essen? Ja, das kann mir dir empfehlen. Am besten kommst du in die Schweiz, dass ein richtiges Schweizer Fondue kannst haben. Du hast das Rezept im YouTube gefunden. Genau, das muss ich auch mal versuchen. Dann haben wir etwas Spezielles für Ostern. Ja? Wir müssen schauen, dass wir etwas machen können, dass Ostern etwas speziell ist. Ja? Auch wenn wir nicht gross in die Kirche gehen oder mit anderen zusammen feiern. Wir können uns nicht so mit der Familie treffen, ja? Aber wir möchten doch machen, dass es speziell ist. Ostern. Genau. Oder mit was machst du das? Was sind die Zutaten? Was brauchst du dafür? Für das Rezept, das du gesagt hast. Ja. Genau. So, das sind unsere Themen für Smalltalk. Ich weiss nicht, habt ihr noch Fragen oder kommt euch noch etwas zu Sinn, über was wir reden könnten, dann könnt ihr das jetzt schreiben. Oder sonst müssten wir dann langsam Schluss machen. Es ist schon 45 Minuten, sind wir am Chatten miteinander. Es hat mich wirklich gefreut,
dass ihr da seid, dass ihr geantwortet habt, dass wir eben Smalltalk können machen miteinander. Ja, mal. Es freut mich, dass es euch auch hat gefallen. Du hättest noch eine Frage. Dann leg mal los mit deiner Frage. Also Küssi ist eigentlich nur Kissen oder du kannst auch sagen Kopfküssi. Ja, aber wenn man so mit der Küssi so Schlacht macht, dann sagt man macht eine Küssi-Schlacht. Ja. Oder am Montag gibt es vielleicht bei einigen eine Wasserschlacht. Am Ostermontag. Ich muss sagen, mein Mann ist Pol. Und in Polen gibt es die Tradition, dass es am Ostermontag eine Wasserschlacht gibt. Also dann kommen zum Teil Leute mit so Wasserflaschen oder so diesen Spraydings, wo man zum Beispiel das Fenster putzen kann, die füllt man mit Wasser. Oder man hat richtige Wasserpistolen. Manchmal nimmt man sogar einen grossen Kübel mit Wasser und geht in den Fluss Wasser holen. Und dann gibt es eine Wasserschlacht und das ist immer sehr lustig. Dieses Jahr müssen wir dann schauen, müssen wir einfach in der Familie eine Wasserschlacht machen. Genau, Lauterbrunnen Fondue ist, wenn man ein Röschel hat, so eine Wärmeplatte mit Feuer drunter und oben drauf ist ein Topf mit Käse, ein Gaclon, und im Gaclon hat es Käse, so weichen Käse, weil er warm ist so eine Art dickflüssig ist der. Und dann nimmt man ein Stück Brot und tut das in Käse dünkeln und dann das Brot mit dem Käse essen. Genau, das ist Fondue. Geri, in Ungarn macht man auch Wasserschlacht. Die Buben gehen mit Wasser auf die Mädchen los. Ja, bei uns ist es nicht mehr so, dass Trend, dass die Mädchen nicht spritzen oder so. Bei uns dürfen alle mitmachen. Jung und alt und klein und gross, Buben und Mädchen. Aber nur bis um 12 Uhr meistens. Nach dem Mittag ist fertig. Ja. Okay. Ich wünsche euch eine ganz gute Zeit. Für die ich nicht mehr sehe oder höre oder lesen kann vor Ostern, wünsche ich ganz ein frohes Osterfest, das euch viel Freude bringt. Ja, wo wir uns wieder daran erinnern können, wie gut dass wir es haben im Leben und dass das Leben immer gewinnt über den Tod. Ja, das ist eine gute Message, vor allem in diesen Zeiten, wo es vielleicht viele von uns schwieriger haben. Wünsche ich euch alles Gute, frohe Ostern von ganzem Herzen. Ja, tschüss zusammen!